Was für eine wunderschöne und beruhigende Musik zum Einstieg hier beim Let's Play zu Dragon Ball Z, das Erbe von Son Goku 2. Ja, wie ihr sehen könnt, Son Goku, Chi-Chi, Gohan, alle irgendwie ein bisschen, was eigentlich nicht, gelangweilt oder so, keine Ahnung. Jedenfalls wird es jetzt eigentlich darum gehen, noch die restlichen 3 Jahre zu überbrücken, oder? Also nicht natürlich 3 Jahre jetzt im Real Life, sondern einfach generell 3 Jahre im Spiel selbst. Zu trainieren und so und sich dann für den Kampf gegen die Cyborgs vorzubereiten. Ja, was ich aber dummerweise vergessen habe, also wollte ich eigentlich am Ende des ersten Parts noch machen, nämlich zu zeigen, was halt für, ja, ich sag's mal so, von den Rendereinstellungen, von den Charakteren, da habe ich gesagt, ich zeige noch einen Unterschied, damit ihr selber abstimmen könnt, habe jetzt irgendwie aus Leuten Euphorie über das Spiel und so weiter, aber das komplett vergessen. Naja, zeige es jetzt mal ganz kurz, also das ist jetzt Beispiel Nummer 1, wie wir es bereits kennen. Die Kanten von den Charakteren, man sieht, sind eigentlich leicht ein bisschen abgerundet und so, ein bisschen weicher kann man sagen, wa? Jo, und das wäre halt Variante Nummer 2, man sieht ja halt jedes Pixel und so weiter, und da muss ich sagen, ja, ich weiß auch nicht, ich meine, geht natürlich schon und so, aber das andere, wenn es jetzt halt so vergrößert ist, ich meine, damals auf dem Game Boy Advance und so, wo es ja herkommt, oder wenn es so ein bisschen kleiner ist, kein Problem, aber wenn es echt so groß und so weiter, jedes Pixel sehen, finde ich persönlich jetzt ein bisschen doof. Aber ja, könnt ihr selber abstimmen und so weiter, auf Kommentare schreiben, dann werdet ihr das künftig beachten. Also künftig heißt, muss ich mal gucken, die Folge kommt morgen, also würde sagen, vermute so ab Paar Nummer 5. Damit es nicht mehr so verpixelt ist. Ah, okay, ja, was jetzt? Vater? Piccolo zu treffen, wenn ich Reisevorbereitung fertig bin. Okay, was heißt, wie lange muss ich da trainieren oder darf ich trainieren? Muss ich da irgendwie... Ich überlege gerade, wie war das schon wieder? Ich glaube, es war sogar so, dass ich nochmal ihn ansprechen muss und dann würde es auch schon weitergehen. Naja, denken wir ganz kurz trainieren können nochmal. Ist ja kein Beinbruch, jetzt noch ein bisschen stärker zu werden. Wir haben ja sowieso erst Stufe 6. Ich glaube, im Kampf gegen die Cyborgs brauchen wir mindestens Stufe 10, wenn ich richtig erinnere. Also... Falscher Knopf! Ah, meine Tastatur. Zocke ich eigentlich sonst echt selten. Aber hier ist es wesentlich bequemer so. Aufladen geht noch nicht. Mal voll in die Fresse. Also weiß ich nicht. Wir haben noch Stufe 7 noch, war ganz schnell. Au! Ein Name Kniescheibe. Ja, zum Tor von Vegeta war er der dunkelblau und Gohan hat jetzt irgendwie so hellblau. Oh Mann, oh Mann. Ich will nicht, dass Son Gohan down geht. Das wäre ein bisschen peinlich. Vor allem, wo ich mich ja Michael de Seen schimpfe. Aua! Voll in die Fresse. Überlegt hat aber, glaube ich, nee, Kräuter, so wie es noch im ersten Teil gab, um Son Goku halt zu heilen, gibt es hier nicht mehr. Das müssen doch jetzt schwer toll, wenn es noch gibt. Moment, das ist ja R, also ist das hier Gepäck leer? Nee, gibt's nicht mehr. Magische Bohnen, ja, aber sonst. Naja, wir haben es auch gleich geschafft, von dem her. Aua! Au, Kniescheibe! Ein Angriff versuchen, damit das wirklich etwas bringt. Wow, das könnte jetzt aber sehr heikel werden. Wow! Alter Schwede!
Ja, Stufe 7, wir haben es geschafft, um drauf zu gehen. Sehr schön. Müsste es jetzt eigentlich klappen, wa? Nee, muss noch ein bisschen hoch. Ja gut, kommt Leute, Stufe 7 reicht doch eigentlich, wa? Wie gesagt, ich muss mich schwer irren, wenn wir jetzt schon unterlevelt sind. Natürlich allgemein betrachtet, wa? Natürlich machen die Viecher viel Schaden, aber es ist eigentlich immer so, als Gegner hier, die normalen Tiere, wenn man so will, relativ viel Schaden machen. Dafür kann man sie relativ gut heilen überall. So, da gehen wir nochmal hoch. Wie sieht's aus, Papa? Oh Mann, nee. Wer ist eigentlich hier noch so? Da ist er ganz alleine. Wenn ich fertig bin, immer noch nicht. Gohan! Ich will nicht, dass du kämpfst, oder nur verdient. Und jetzt mein eigener Sohn gehorsam. Wieso muss mir das passieren? Ja, das ist mir... keine Ahnung. Da sage ich lieber nichts dazu. War doch so ein hohes Level, wenn man es echt neu gewesen. Also ich habe irgendwo etwas jetzt übersehen. Wie so ein Sehen. Okay. Na, Papa? Ja, jetzt haben wir fertig bin. Ich habe noch irgendwo ein Gebiet vielleicht übersehen. Nee, ich glaube jetzt eigentlich nicht. Mal gucken, ob wir Freezer-Plug gemacht haben, beziehungsweise einen Traum-Plug gemacht haben. Da glaube ich auch nichts mehr, war. Ne, wir können selber noch fliegen. Jo, eben, das war's doch. Jo, gehen wir. Ding, ding. Tagebuch aktualisiert. So, eben, ich glaube, diese roten oder wohl eher pinken Punkte sind halt die, die bereits. Ja, da können wir bereits landen. Die Sterne natürlich sind halt die Zielorte. Das war hier. Westliche Hauptstadt. Wir sind da. Sieht aus, als ob es heute eine Parade gibt. Piccolo wollte uns im Rathaus treffen, aber ich sehe ihn nirgends. Ich werde bei der Caps Corporation auf ihn warten. Sagst mir Bescheid, falls du ihn findest. Geh klar, Mann. Wenn du dich verläufst, helfen dir die in der ganzen Stadt aufgestellten roten Stadtplankästen. Ach, noch was. Mulm hat gesagt, dass sie bei der Caps Corporation etwas für dich hat. Schau doch mal bei ihr vorbei. Ja, er geht sowieso dahin, da können sie mir gerade vorbeibringen. Der Arsch vom Vater. Da ist Piccolo, wie kommen wir da rein? Als er das erste Mal gezockt hat, hat er so, wie soll denn da, da geht doch gar nichts. Ach du Scheibenkleister. Unsere Stadt wird von einem erbarmungslosen Kriegsherrn belagert. Ich wusste, dass nur ein Mann mit einer so großen Bedrohung fertig werden könnte. Nur ein Mann, der den Mut und die Stärke besitzt, seinen so teuflischen Gegner zu besiegen. Also habe ich Satan angerufen. Satan? Wer ist denn das? Was? Du weißt, wer Satan ist? Du kommst denn her, Junge? Das ist einer der 4 Herrscher aus der Dämonenwelt. Satan ist der Kampfsportweltmeister. Ach nee, falscher Anime. Er ist der stärkste Mann der Welt. Wow, wenn es stimmt, wird den Typ mal treffen. Tja, das könnte klappen. Heute ist Satan-Tag in der Hauptstadt. Oh Gott, dabei sind noch voll in Cell spielen. Ernste Katastrophe. Es hat mal eingezogen, die Satan-Tag-Parade auszuführen, wenn er kein Club-Sandwich bekommt. Oh mein Gott, hey. Er bekommt kein Club-Sandwich, so und das. Ja, nur alle Sandwiches, aber die sind ihm nicht gut genug. Dieser Ebo, ey. Könntest du zum Big Mo rennen und den Copy dann sehen zu machen? Oh, diese Schwierigkeiten. Wann geht die Parade endlich los, Alter? Und dann bloß das Rathaus sehen, aber diese schwere Ding ist im Weg. Okay, mein Loch. Hey, du! Herkul. Naja, hallo, Mr. Satan. Ja, wenn das nicht einer meiner treuen Fans ist. Bist du der Satan? Genau, ich bin der Kampfsport-Weltmeister. Ja, du musst doch sehr stark sein, weil ich dich gerne gegen meinen Papa kämpfen sehen. Oh, ist nicht niedlich? Hier ist ein Autogramm. So, nun mach weggeh, ich bin beschäftigt. Nimm dir neben dein Club-Sandwich, Mann, ich hab Hunger. Du. Ja, wenn du Hunger hast, geht das zu Burger King. Oder sonst irgendwie etwas, oder bestellen eine Pizza oder was weiß ich, aber nervt mich nicht alle. Hä? Schöner Tag heute, nicht wahr? Es tut mir leid, ich kann nicht helfen. Schöner Tag heute, nicht wahr? Ja. Wunderschön.
Ein Club-Sandwich. Wo zum Henker kriege ich ein Club-Sandwich her? Können wir in den Club gehen, wa? Autsch. Schon ein Tag heute, nicht wahr? Wunderschön. Vor allem, dass sie alle die gleichen Sätze spricht. Muss mal gucken. Capsule Corporation. Ja, das Hauptstadt ist ziemlich groß, Leute. Das sind doch alles viel größer im ersten Teil noch. Was ist ein Großschiff für mich, Mann? Ich bin Kind, hallo? Schämst du nicht, du Penner? Meine Güte, ein Kindanbaggern, das gibt's ja auch nicht, ey. So, Stadtplaner. Welcome to West City. Ja, du mich auch. Okay, da haben wir einen Gameboy-Laden, also eine Spielhalle vermutlich. Da haben wir CDs. Wo ist die Capsule Corporation? Ist dort im Exit. Ja, ich bin auch Exit. Antiquitäten. Ah, du schaust, sie war da schon wieder. Ich muss hier hin, ich weiß noch, aber das ist schon so lange her. Mein Sohn ist mit meiner Frau im Park. So wenigstens mal ein wenig Ruhe von dem Gebettel nach einem Saturn-Autogramm. Ja. Ich muss eigentlich nie ein Gebettel nach Son Goku-Autogrammen. Ich meine, der war so auf dem Turnier dabei. Der hat gewonnen und so. Und seitdem sind das sowieso alles total lame. Kann ich eigentlich die Quest bezüglich den Namekianern schon machen? Nee, ich glaube, es geht noch nicht. Geht doch erst mit Son Goku, nicht richtig erinnern. Der kam, wie gesagt, relativ spät zum Zuge. Naja. Ja. Sieht stark gewuchert aus und natürlich Son Goku kann überall drüber steigen. Ein Rasenmäher wieder mal etwas, wa? Nichts Verstecktes hier scheinbar. Autsch! Wuffi, aus dem Weg. Wuff! Ja. Ich wuff dich auch. Privathaus. Einfach reinmarschieren, ist klar, nicht abgeschlossen, nix. Ich liebe es, natürlich wachsende Dschungelgras. Ah, warum wollen bloß Leute kurz langweiliges Gras? Vielleicht, weil wir hier nicht im Dschungel sind? Meine Fresse. Okay, der Herr will also Dschungelgras und der will scheinbar gar kein Gras. Erlebst du auch selten, wa? Dass jemand kein Gras will. Privathaus. Jedes Mal, wenn ich Charlies Hof sehe, tun mir die Augen weh. Muss wohl ein Nachbar sein, wa? Logischerweise. Aua! Ich kann Charlies ganz gerne über Special nicht mehr ertragen. Wenn er selber einen Hund hätte, könnte er uns verstehen. Hat er doch einen? Oder ist es euer? Was ist schon unseren Nachbarn getroffen? Er scheint so viel kein Kapselgras mehr leisten zu können. Und er will nicht. Das ist die Alternative. So, immer noch der West City. Oh, ein altes Ehepaar. Guten Tag auch. Jo, servus. Es tut mir leid, da kann ich nicht helfen. Wobei, beim Fragen, wer sie sind, wie es ihnen geht, ist klar. Der Musikshop, Dr. Winwill. Da müssen wir, glaube ich, noch häufiger hin. Na, da kann man langsam aber sicher die einzelnen Gedanken in den Kopf zurück. Warum hört auf einmal jeder Visual Evidence? Als ich entdeckt habe, kann doch keiner. Jetzt kann sie jeder, also manche nicht mehr. Okay. Also ein Gegner vom Mainstream, war? Naja, von mir aus. Andere mögen sie, mag ich sie nicht mehr. Was ist eine Erklärung, ey? Mr. Satan! Mr. Hey, you're cool! Wie er im Original heißt. Wer bist du? Es tut mir leid, kann ich dir nicht helfen. Ist also. Ja, Mann, Alter, Game Boy Advance! Okay. Doch ganz alte Computer mit Röhrenbildschirmen, ey. So einen hatte ich mal, wobei, nee, stimmt gar nicht. Meiner war ja inklusiv, ich muss anders formulieren. Der war ja All-in-One. Da spielt der ganze PC am Bildschirm drin. Natürlich mit CD-ROM-Laufwerk und Diskettenlaufwerk noch. War aber etwa, der Bildschirm war etwas so wie hier, also. Ein Röhrenbildschirm war eigentlich ein bisschen größer noch. Und meiner war echt so, aber halt ohne Tower. So.
Papaya! Was? Cocktail oder was? So. Sieh dich ruhig um. Der backen einen Pelles oder was? Und am Morgen im Park habe ich einen Mann mit grüner Haut und spitzen Ohren gesehen. Da findet ja ein Anime-Fan-Treffen statt. Ja, für so etwas anderes. Er geht also selbst. Wo geht's eigentlich hier noch entlang? Gebiet des Kriegsherrn. Oh, das ist noch ein bisschen zu früh für uns. So, hier wird doch was. Wo war jetzt das schon? Irgendwo der Shop und der Club-Sandwich. Oh. Trent lässt mir nie eine Spielkonsole, Mann. Der ist voll doof. Ich vermisse meinen Papa. Ich bin müde. Ich glaube, mein Mann ist in diesen Räubern Westersteig gekidnappt worden. Seit Monaten hat ihm etwas von ihm gehört und ich befürchte das Schlimmste. Er ist auch nicht da, mit den Kindern, um ihn aufzuziehen. Okay. Von wegen suchen gehen. Nee. Ja, er wurde gekidnappt und so. Jetzt kriege ich mein Schmerzensgeld, ist auch etwas. Nur nachts ist es ein bisschen doof, so ganz allein, aber egal. Privathaus, wer bist du denn? Ich habe gerade im Elektroladen einen neuen Fernseher erstanden. 789 Kanäle, voll Geflimmer. Wow. 789. Natürlich auch Splitscreen und sowas, war es klar. Ja, Nase juckt, hallo. Nase, hör auf. Nö. Komm, nein! Alter, Gohan, mach mir eine Kirre. Du Nemo, du bist so, ein Interview mit mir zu führen, nicht wahr? Schließlich bin ich der weltweit führende Sortenexperte. Wobei, ein paar News können nicht schaden. Wusstest du, dass Satan einmal einen ausländischen Roboter auf seinem Raumschiff bekämpft hat? Natürlich, ist klar. Den tut dann nicht Freeze auch seine Kappe. Stimmt dies in der Zeitung nach? Woher weiß er überhaupt alles? Sind echt alle da irgendwie Freezes Raumschiff und so weiter? Mein Name ist Donald, aber nenn mich doch Donimo. Eines Tages noch ein Probekämpfer für Satan, wenn wir meinen Namen fürchten. Wie kommt man auf Donimo? Leck, Alter, aber... Home Cinema vom Allerfeinsten, not bad. Aua! Ihr merkt schon, der Part ist ein bisschen erkunden und so weiter. Ist ja eine riesige Stadt, also wie ich schon gesagt habe, das Spiel wird länger dauern als das erste Teil, ist sehr viel länger. So. Ich will erstmal Club-Sandwich holen, wa? Ja, bin ja schon hier. Heute ist es wirklich heiß. Ja, ohne Scheiß. Big Morph. Club-Sandwich her, ich hab Hunger, Kohldampf. Jetzt die Kleiner, stör mich nicht. Jeden Tag habe ich am Zange stand eine Zeitung, aber dieser Tag stand einfach zu. Mann, ey, ich brauch doch meine Zeitung, eine heiße Tasse Kaffee. Kaffee, hast du gehört? Hoffentlich heute keiner meine weltberühmten Sandwich, wir haben nicht in der richtigen Stimmung. Okay. Kein Tagebucheintrag aktualisiert. Crazy. Okay, dann machen wir eine Zeitung plus Kaffee. Ich hoffe, es bleibt nur bei der Zeitung. Reaktion sieht ein bisschen zeitungsmäßig aus, wa? Aua! Aua! Lalalala. Können wir abhauen. Ja, es passt doch perfekt. Jetzt hole ich diesem Arsch mit Ohren seine Zeitung. So, Zeitung hier, alte Dame. Mit der Zeitung von alles suchst, das kannst du vergessen. Ich wollte gerade besorgen, da ist der Gnorn weggerannt, hat irgendwas über den Schulbus gerufen. Unverschämtheit. Wie Gnorn gerufen. Aua. Ich brauche eine Zeitung, eine Zeitung. Aua. Ich brauche eine Zeitung, hallo. Unsere Klasse war auf einem Ausflug, als Erdbeben losging. Er muss nach Norden Richtung Shinja-Town, ich muss sie retten. Was soll er bloß tun, wenn die Kinder nur etwas zustößen? Eine PR-Katastrophe. Clarence, stell mich jetzt mit mir. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn ein Sohn vermisst wird? Ich bin selber ein Sohn. Was passiert? Okay, jetzt hat schon und so weiter. Ja, ist klar, gut, können wir halt helfen.
Es gab einen furchtbaren Unfall, die Vorderachse des Busses muss gebrochen sein. Ich habe die Kontrolle verloren und muss über die Klippe gestürzt. 4 Kinder sind verloren gegangen, scheiße. Hilf doch bitte, Mann. Ja. Ich kann es versuchen. Oh, Speicherpoint. Nice. Ah, ich rede mich wieder. Ja, ich weiß, wo sie sind. Wow. Was ist das gerade? Eine goldene Kapsel. Ach, die zu farmen wird lustig. Die wird sogar sehr lustig. Aber ja, gehört zum 100% dazu. Und ich will es 100% haben. Hätte vielleicht mal einen Titelscreen schreiben sollen, mal eine Beschreibung. Ich überlege gerade 100%, was war das schon wieder? Für Cooler brauchte ich Namekianer alle. Für den 16. Charakter brauchte ich alle Statuen. Hat er, glaube ich, nichts mit den Kapseln zu tun. Verdammt. Ja, mir fällt schon wieder ein, wenn ich die sehe. Die Statuen kriegt man ja, wenn alle Charaktere Level 50 sind. Also wenn ein Charakter Level 50 erreicht, kriegt er eine Statue. Oder gibt es eine? Sieht crazy aus. Aua, aua. Kinderlein, oh, kommen ihr doch. Ja, die scheiß Typen sind da. Was macht jetzt Yajirobe da? Yajirobe, was macht der denn hier? Was ist los, Guan? Kann ich noch Geschenk... Meister Quid hat mir geschickt, mir ein kleines Geschenk zu bereichern. Eine magische Bohne, geil! Magische Bohne geben gesunde Energie. Um eine magische Bohne zu benutzen, muss ich im Gepäckmenü auswählen. Nicht automatisch heilen. Doof. Verzeihen, werte Herren, ich suche ein paar Kinder. Wow, die zu nahe kommen. Ja, Berührungsängste. Aber keine Vernichtungsängste. Hey. Jetzt erstmal ganz nach oben, weil ich glaube, die finde ich sowieso alle auf dem Weg, wenn nicht dann auf dem Rückweg. Sag mal! Geht doch, meine Fresse. Wow! Das war knapp. Okay, da ist eine Höhle. Da könnte ein Kind drin sein, muss aber nicht. Wow! Und 3 und tschüss. Oh. Snake! Snake! Servus Snake! Dann nehmen wir was anderes. So, Leute, wie es weitergeht, hier bei Dragon Ball Z, das selber von Goku 2 mit ja, irgendwie Training für Gohan. Ganz nebenbei. Aber auch ein paar spannende Quests, wie ich sagen muss. Und natürlich, was ist hier in der Höhle drin? Das erfahren wir dann in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao zusammen!